Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 13:0 Heimsieg im 31. Bundesligaspieltag gegen den ersten FSV Mainz 05. Und bevor wir da reingehen, will ich mal der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Liked das Video, schreibt einen Kommentar, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Und damit gehen wir rein. Zack, Abfahrt. Teil 1 der PK hat schon stattgefunden und jetzt dürfen wir Wasser Kompanie begrüßen. Ach, wir zweigeteilt und bei uns. Seiner Einschätzung lauschen und natürlich dann auch euren Fragen, oder mit denen beginnen wir sowieso schon. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung, bitte. Hallo Herr Kompanie. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Eines der großen Themen ist diese gelbe Karte von Harry Kane. Er selber war gerade sehr verärgert. Er verpasst jetzt möglicherweise das Spiel, wo die Meisterschaft gewonnen werden kann. Können Sie verstehen, dass er frustriert ist? Und Okay, dann war sie wohl doch nicht geplant, wa? Ich hatte ja den Take gemacht, dass sie vielleicht geplant ist von Harry Kane. Aber ganz ehrlich, da muss er sich wirklich über sich selber ärgern. Ja? Weil ein Spieler mit seiner Erfahrung, sorry. Ja, dann nimmst du nicht beim Stand von 2:0 oder ich weiß gar nicht, ob es schon 2:0 stand, ist auch wurscht. Aber dann nimmst du nicht in so einem Spiel den Ball da in der Hand und gibst ihn nicht wieder her. Ja, da musst du dich nicht wundern, dass du die gelbe Karte siehst. Sorry. eine anschließende Frage. In Deutschland ist die Regelung ja etwas anders als in England. Würden Sie auch befürworten, dass es vielleicht eine andere Regelung gibt? Das heißt, dass zwischendurch die Karten gestrichen werden, wie es, glaube ich, in England der Fall ist? Ja, über die Regelung habe ich mich noch gar nicht gekümmert, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, wie es ist, und dass es manchmal unterschiedlich ist in anderen Ländern, das verstehe ich auch. Für Harry, okay, ich verstehe, dass vielleicht jetzt 24 Stunden nicht, dass es nicht ideal ist, aber letztendlich, wir haben gewonnen, und wenn man, es ist nicht wie eine Finale, würde ich sagen. Es ist trotzdem noch ein Unterschied. Wir haben 34 Spiele gespielt in einer Saison, oder wir werden 34 Spiele spielen. Und dann, glaube ich, Jungs wie Jamal Musiala und Alphonso Davies, die nicht dabei sind, und Upamecano und Ito und. Ja, die müssen diese Meisterschaft auch feiern, wenn es so wäre. Und ich sage auch immer zu den Jungs, jede Meisterschaft musst du feiern wie die erste. Und ich glaube, dass das für Harry nicht viel Unterschied sein wird. Hoffentlich schaffen wir das ohne Harry. Aber wenn auch nicht, dann ist es nimmt kein Prozent weg von was er geleistet hat diese Saison. Danke. Dann auf der linken Seite Christian Kunz für die dpa. Eine Frage zur Schlussphase. Ich weiß gar nicht, darfst du denn als Gesperrter auf der Bank sitzen? Wahrscheinlich nicht, wa? Also jetzt nicht dann in Spieler-Outfit oder sowas. Ansonsten muss er halt nach Abpfiff, sollten wir wirklich da die Meisterschaft holen, dann muss er rausgesprintet kommen aus der Kabine. Ja? Also es tut mir auch im Herzen weh, wenn wir da Meister werden und ich sehe nicht Harry Kanes Reaktion. Das ist natürlich schon ärgerlich, ne? Aber nochmal, ein Spieler seiner Erfahrung, sorry. Ja, das war auch dumm. Ich meine, das war jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Ja, vielleicht kannst du auch sagen, der Schiri hätte da nochmal ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen können. Ja, aber ja, so sind die Regeln, und es ist ja auch nicht Aufgabe des Schiris, irgendwie dann im Hinterkopf zu haben, wer holt den ersten Titel oder sonst was. Nee, Harry Kane hat den Ball nicht abgegeben. So, Punkt. Ja, und das ist eine gelbe Karte. So, und das weiß er auch selber. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Und das war einfach eine dumme Aktion. Punkt. Thomas Müller ist reingekommen, hat sein 500. Bundesligaspiel gefeiert. Wie emotional war der Moment für Sie und was bedeuten 500 Bundesligaspiele? Ja, Naja, es war schon unwürdig, wenn wir ehrlich sind. Es war schon unwürdig in meinen Augen. Ihr wisst, ich bin keiner, der auf vergangene Taten viel Wert legt bei Spielern und so weiter. Aber 500 Bundesligaspiele für ein und denselben Verein, dann finde ich es schon sehr unwürdig, wenn man da für 8 Minuten eingewechselt wird. Sage ich euch, wie es ist, Alter. Sie wissen, wenn wir hier nach jedem Spiel sitzen, hat fast jedes Spiel seine eigene Geschichte. Man weiß nie vorher, was die Geschichte ist, aber jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Und 500 Spieler in der Bundesliga auf Top-Niveau, immer ein Teil dieser Geschichte zu sein, ist, ja, das ist ein Unikum. Und
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, wir reden über 500 Bundesligaspiele beim FC Bayern München. Ja? Und nicht bei irgendeiner Mannschaft aus dem Mittelmaß, wo du auf dem Level dann unangefochtener Stammspieler bist. Also Thomas Müller hat ja auch schon mit genug Trainern, stand ja auch oft genug in Frage in der Kritik. Und das muss man halt auch mal erwähnen. Ne? Das ist schon eine herausragende Leistung. Ja. Ich glaube und ich hoffe, dass wir jetzt, weil es geht natürlich noch über Leistung jetzt, es ist noch nicht so weit, wir sind noch kein Meister. Boah, das ist jetzt aber hart, Alter. Das ist jetzt aber hart. Das ist jetzt aber hart. Ich lasse ihn erst aussprechen, aber ich glaube, er macht den Take, ja, es geht jetzt noch über Leistung. Das bedeutet, Thomas Müller hat nicht das Leistungsniveau, um heute hätte spielen zu können. Aber, sobald wir Meister sind, dann darf der Thomas auch im letzten Heimspiel 90 Minuten spielen. Ich bin mir sicher, dass es auch irgendwann über Thomas gehen wird und wie wir das als Verein. Boah, das ist wirklich hart, Alter. Ich weiß nicht, ob er das so meint. I don't know. Ja, also ich glaube nicht, dass ich heute. Ich weiß nicht, ob Thomas Müller heute schlechter gewesen wäre wie ein Serge Gnabry oder ein Harry Kane vorne. Ja, wenn wir ehrlich sind. Also, puh. Das ist dann harte Worte, wenn man hört, ja, es geht noch über Leistung. Aber gut, wenn das seine Meinung ist, das seine Meinung. Ich kann es nicht beurteilen. Ich sehe keine Trainings oder sonst was. Ich meine, er war angeschlagen, war raus vom Training. I don't know. Kann ich dann schon nachvollziehen, dass er nicht in der Startelf steht. Aber wie gesagt, also so eine halbe Stunde hätte man Thomas geben müssen, ja, in seinem 500. Bundesligaspiel. Ja, erst recht, weil nochmal ein Gnabry und auch ein Harry Kane nicht wirklich überzeugt haben. Feiern können, was er geleistet hat für die Verein. Aber was er 500 Spiele gebracht hat, ist einfach immer diese Mentalität. Und das war da in die erste Minute, die habe ich selber mitgemacht. Und das wird auch in die letzte Minute so sein. Und ich hoffe, dass er sich realisiert, was er erreicht hat in seiner Karriere, in diese Momente, wie die anderen sich freuen für ihn. Und es gibt sehr, sehr viele Profispieler, die das nie mitmachen dürfen und das ist schon, ja, das ist Wahnsinn. Dann nochmal Heiko Niederer, bitte, ja. Leroy Sané hat heute ein Tor gemacht und ein gutes Spiel, auch die letzten Wochen schon ziemlich aufsteigende Form. Wie gerne würden Sie auch... Naja, Leroy Sané ist so. Leroy Sané ist original wie so ein Herzschlag bei Menschen. Immer die ganze Zeit so und dann, hey, mal ein gutes Spiel, hey, mal ein gutes Spiel, oh, es ist wieder das 5. Spiel, hey, das mache ich wieder gut, oh, wieder Spiel 4, ui, das mache ich wieder gut. Und der Rest so, ja, ich bin so ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, ich laufe hier so lang. Auch in der nächsten Saison mit ihm zusammen weiterarbeiten? Ja, ich habe, glaube ich, weil es gab einige Diskussionen über... Sagt er doch eh nichts zu. Er sagt das, was er immer sagt, Alter, dass er mit den Spielern arbeitet, die da sind. Vertragsverlängerungen diese Saison, also es war nicht nur Leroy, es gab fast jeden Monat ein Thema. Und ich glaube, ich habe in jedes Moment war ich immer respektvoll für alle Parteien. Das heißt, Leroy und seine Leute mussten sich vernünftig hinsetzen, wie mit den Vereinen auch und austauschen. Und dann zusammen eine Entscheidung treffen. Und für mich, ich bin einfach respektvoll von diesem Prozess. Und für mich ist wichtig, was die Leute kommunizieren auf dem Platz. Also das ist wichtig. Was ich gesehen habe in die Woche, was ich heute gesehen habe im Spiel. Und ich bewerte die Spiele so. Und wenn die spielen, heißt das, die haben was richtig gemacht. Wenn die nicht spielen, heißt das... ja, manchmal einfach, dass die anderen was besser gemacht haben. Und deswegen sage ich, respektvoll für die Situation, wie in jeder Situation diese Saison. Und wichtig ist für mich, was die auf dem Platz zeigen. Ja, es wäre schön, wenn er dann danach auch mal wirklich agieren würde. Ja, weil das ist teilweise nicht der Fall. Das muss man auch mal sagen. Ja, da gibt es genug Beispiele, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen muss, aber da kannst du nur das Beispiel Leroy Sané nehmen. Also er hat super schlechte Spiele gemacht und hat das Spiel danach trotzdem wieder gespielt. Also da sollte man den Worten dann auch mal ein bisschen Taten folgen lassen. Vielen Dank, Winnie. Danke euch. Danke. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
Ciao, servus, schönes Wochenende. Schließe ich mich einfach kurz und schmerzlos an, Leute. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.